Lass mal so ein bisschen über die letzten 8 Tage reden, allgemein. Ich wollte es eh erzählen, Digga. Die letzten 8 Tage waren, ich glaube, mit so die krassesten Tage vom Reisen und allem. Ich kann erzählen, was alles passiert ist. Wir gingen am letzten Donnerstag, ja gut, ist ein bisschen mehr als eine Woche. Wir gingen am letzten Donnerstag nach St. Moritz, dann 4 Tage lang Festival in St. Moritz. Sunrise Festival, war crazy. Ich habe, glaube ich, selten so viel gesoffen wie an diesem Wochenende, aber der Bruder von Trimax, der hat noch mehr gesoffen. So viel saufen wie der kann man nicht. Der hat immer bis 6 Uhr morgens gesoffen, dann 2 Stunden gepennt, dann 5 Stunden Skifahren, dann das gleich nochmal. Das war krass. Dann waren Han und ich einen Tag hier, dann direkt nach Berlin, dort Filmpremiere von Der Greif. Warte mal, ich habe von Prime was bekommen, ich muss mal Danke sagen. By the way, das wissen die Leute noch gar nicht. Die im Chat erfahren es jetzt als erster. Prime Video, Digga, wird ein neuer Partner von mir. Langzeitpartner. Deshalb habe ich schon mal hier Last One Laughing das Spiel bekommen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Küsse und hier Der Greif. Der Greif wurde irgendwie verfilmt, das Buch. Habt ihr das gelesen? Wenn ja, ja, wenn nein, dann nein. Das wurde verfilmt und Hannah und ich waren dort an so einem geheimen Screening, Digga. Holy shit. Das kommt erst in ein paar Monaten raus oder Wochen, keine Ahnung. Und wir durften die ersten 4 Folgen sehen und Zusammenschnitt von den anderen. No way Partner, no way Geld. Grüße gehen raus an Prime Video. Sehr geil. Wir waren beim Screening von Der Greif. Dann direkt weiter nach Hamburg mit dem Zug um 7 Uhr morgens. Ganzen Tag dann Briefing irgendwie in der Halle, Medien. Wir mussten so Bilder machen und so für das Event. Ah ja, stimmt. Wir haben so viel gesoffen in St. Moritz. Ich habe so gesagt, Digga, nee, das ist jetzt zu viel. Ich muss jetzt mal eine Pause machen, okay? Dann fahren wir nach dem Screening in Berlin nach Hamburg zu Red Bull Game Ball. Wir mussten alle einen Tag vorher da sein, wegen bla bla bla. So Bilder machen und so Stuff. Und dann gab es am Abend ein Essen. Zusammen mit allen Leuten, mit allen Streamern gab es ein Essen. Und Niki und ich haben gesagt, ja, okay, lass mal 1, 2 Bier nehmen, aber dann reicht auch. Fazit vom Abend, wir waren komplett drunk, sind irgendwie um 4 Uhr morgens durch fucking Hamburg gerannt. Ich habe mal wieder gekifft. Ich kiff ja eigentlich gar nicht. Aber wir haben dann ich habe irgendwie 2 Züge von einem fucking Joint genommen. Und ich war so gottlos breit, Digga. Wir haben gehört von Mickey Krause, Hütte, Hütte, schöne Berge. Warte jetzt. Immer wenn Hütte, Hütte, schöne Berge kam, sind wir gerannt. Dann sind wir so normal gelaufen. So. Und dann, sobald der Refrain kam, ich sag Hütte, Hütte, schöne Berge, Hütte, Hütte, schöne Digga. Berge, Hütte, Hütte. Wir sind gerannt durch Hafen City. Irgendwo dort war das Essen. Wir sind gerannt, so unten lang. Und Niki kannte den Text nicht. Und er nur so. Und dann, schöne Berge, schön hier. Sind wir gestoppt. Und dann, wenn der Refrain wieder kam, wieder komplett gerannt. Und dann haben wir komplett per Zufall irgendwie Hanky und so Kollegen von Trimax dort getroffen. Das war funny. Und dann haben wir irgendwie noch vom 25 Hours Hotel gechillt. Auf jeden Fall war der Abend wieder gottlos. Am nächsten Morgen einigermaßen fit gewesen. Aber ich habe schon gemerkt, die Reaktionszeit, Digga, beim Ballfangen, beim Einwärmen war schon auch mal besser. Dann war das Event, dann vom Red Bull Game Ball sind wir noch essen gegangen, nicht an die Aftershow-Party gegangen, weil Hannah und ich mussten am nächsten Morgen um 7 Uhr fliegen nach Frankfurt, sind nach Frankfurt geflogen, hatten dort einen Dreh mit Trimax und ein paar anderen Leuten. Cool Story, Bro. Ist noch geheim, kommt dann, werdet ihr sehen in den nächsten Wochen, glaube ich, oder so 1,5, 2 Monate kommt das raus. Sehr, sehr krasses Projekt, war einer der krassesten Tage. Und dann von dort aus direkt nach Frankfurt, hatte dort ein Meeting mit Maelo und noch einem anderen Dude zu einem Projekt, das vielleicht jetzt gerade in der Insta-Story ist und neu belebt wird. Sehr, sehr geil. Folgt mir auf Insta, dann bekommt ihr alles mit. Ja. Dann waren wir 3 Tage in Frankfurt. Heute bin ich zurückgekommen von Frankfurt. Video geschnitten, jetzt noch Stream. Morgen geht's in die Berge nach Largs, weil ich eine Kooperation mit Largs habe. Müssen wir morgen filmen den ganzen Tag. Digga, das waren, glaube ich, 9 Tage nur Reisen, nur Saufen, aber irgendwie voll geile Tage. Aber Digga, man ist so am Arsch. Reisen fickt halt einfach. Habe euch leider gesehen in Frankfurt. Du hast uns gesehen, Wanni. Kommst du aus Frankfurt? Kommst du nicht aus der Schweiz? Nee, das ist Cap, oder? Wenn du mich auf der Hütte siehst, leck mich doch am Zuckerli. Schön, schön, schön. Es ist schön, schön. Ja, das war der Trip. In den letzten 7 Tagen war aber sehr geil. So viele Leute wieder kennengelernt. Digga, ich habe Knossi kennengelernt zum ersten Mal. Das war sehr, sehr funny. Steven Gätjen, fucking Legende. Der LED-Boden beim Red Bull Game Ball Event, das war der LED-Boden von Joko gegen Klaas. Also nicht der gleiche, aber derselbe. Also nicht derselbe, aber der gleiche. Die haben den gemietet für irgendwie, der würde, wenn der kaputt geht, 700.000 kosten. Die haben den gemietet, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall geil. Allgemein, Red Bull Game Ball, für mich, glaube ich, nach dem Boxkampf das beste Event, würde ich sagen. Nach dem Boxkampf das beste Event. Knossi echt nett, war echt funny. Aber, Digga, der ist nett, aber Digga, der raucht so viel. Wie kann man so viel rauchen? Ich distanziere mich ja sowieso komplett von Rauchen, ne? Digga, der raucht wirklich alle 30 Minuten raucht in der Kippe, Digga. Der filmt etwas und dann geht er wieder hin und macht wieder so. Aber Rauchen für mich auf jeden Fall nix. Ich habe irgendwo einen Clip gesehen. Oh mein Gott. Das war in St. Moritz, glaube ich, 1. oder 2. Abend. Freitag oder Samstag. Adi bald im Streichelzoo, Alter. Was? Adi bald im Streichelzoo mit den Tricks.
Was? Adi bald im Streichelzoo mit den Clips. Markus, hat jemand von euch Kippen? Digga, ich rauch nicht mal. Hat jemand von euch Kippen, Digga? Aber Django hat geilen neuen Song rausgebracht. Adi bald im Streichelzoo bei den Clips. Adi bald im Streichelzoo bei den Clips. Bin ich dumm? Wieso verstehe ich das nicht? Wenn du mich auf der Hütte siehst, leck mich doch am Zuckerli. Bist du beim Basketball-Event von Rohat dabei? Nee, weil Basketball, Digga, da sehe ich mich nicht. Digga, ich weiß nicht mal, wie Basketball funktioniert. Aber waren sehr, sehr geile Tage. Hat sehr, sehr Spaß gemacht. Sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Kommt auf jeden Fall kein Vlog mehr, weil ich habe nur einen Vlog gemacht in diesen Tagen. Ja, was ist 7 mal 7? 49, 54, 90, 2010. Ja, nee, waren geile Tage, viel unterwegs gewesen. Wie gesagt, Reisen ist einfach irgendwie fucking anstrengend. Allerdings, Freddy habe ich ja noch kennengelernt. Fredison. Freddy ist kein Mensch. Nein, ich bin eigentlich ein Igloo. Auch sehr, sehr netter Dude. Hatte, glaube ich, irgendwie so ein bisschen Stress mit Ali Jella, weil er was irgendwie im Stream gesagt hat, was richtig dumm war. Aber ansonsten, nicht Stress, aber irgendwie so, er hat irgendwas im Livestream gesagt, was nicht geil war. Das war scheiße. Das war richtig scheiße. Von Fredison. Aber ansonsten, sehr, sehr geiler Dude, fühle ich. Wirklich sehr, sehr netter Dude. Fred ist ein netter Dude, macht geile Musik, haben dort gechillt und gewiped gegen dich. Nee. Ja, es gab so einen TikTok-Clip von irgendeinem TikTok-Stream, den er gemacht hat vor Ort. Was ist das? Freddy, keine Show. Ja, das Emoji ist geil, aber das wird halt einfach, das wird nicht mehr gebraucht in wahrscheinlich 2 Wochen. Aber eigentlich, Digga, das hat Trimax drin. Philo, Honeypoo, Stegi. Ja, okay, mach mal rein, das Ding hier. Noah. Olime. Digga, eigentlich gibt es so viele Streamer, ne? Milo hat das drin. Digga, Milo streamt ja nicht mal. Bra, Milo L. Mailol. Ja, das waren die letzten Tage. Sehr, sehr geil.